gibt also durch unsere Meinung noch keine Ursache für das Rentenajustement abzusplitten, auch von verschiedenen Leuten, und das mehr symbolischen Charakter, die da tut. Man muss wissen, dass an den Käse von dem Privatsektor keine Probleme sind für die Depensen, die den Ajustement mit sich bringen, für die zu decken. Es zeigt, dass der Staat Probleme hat für die 7 Millionen, die hier als kann du über diese Weg ausspüren, dass das hier am Staatsbudget arrangieren. Und da kommt ich schnell als Propositionsrecht, den wir von 1999 schon gemäht haben, und zwar, dass den auch soll am Sektor Publik hat nicht in demals Rentefonds aufhören an Kotisationen für allen die Jahre für drin, wenn wir von 3 auf 8 draufgegangen sind. Demals haben wir ja eine neutrale Operation gemäht budgetsmäßig. An demals hat der Staat nach finanziellen Meien, an demals wird richtig gewesen, für uns zu fänken, mit einer Pensionskäse für die Staatsbeamten, weil das aus meiner Meinung noch mehr ein grosses Problem an den nächsten Jahren. Und noch da müssten wir vielleicht denken an der Finanzkommission, Herr Präsident, durchdiskutieren, so wie wir über Pensionen vom Privatsektor, das ist eine Diskussion an der Finanzkommission, müssen wir über die von der Fonction Publique schwätzen, weil wir wissen, dass wir auch da immer mehr Leute an Pension kriegen und dass das Staatsbudget dann auch durch die Pensionen wird mehr belastet gehen in Zukunft, ohne dass man mehr Reste kriegt. Das ist also echt ein Problem von der Finanzierung von den Renten aus dem Sektor Publik, wie aus dem Sektor Privé. Und ich meine, wir müssen für die 2 Sektoren eine Lösung finden, die langfristig gut ist. Krankenkäse hat der Sozialminister als immer für die Wahlen schon schon gesagt, die wäre ganz gesund, bis nur den Wahlen, und das wäre wie mit allen Finanzen, die für die Wahlen gesund wären, und nur die Wahlen wären sie beim schlecht, so als doch mit den Krankenkäse gegangen. Ich gehe noch nicht mehr an, ob die Diskussion, die wir hier gestern hatten, stelle just fest, dass doch da eine Uneinigung an der Regierungsparteien besteht, und wir erwarten dann, dass am Kader von der Krankenkäse-Tripartit dann Lesungen kommen, und dass dann do das Syrien hoffentlich nicht zu viel zusätzlich belastet. Das war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Und zwar könnte den 2012 nur. Die Regierung hat natürlich gewusst, wenn sie nur direkt den ganzen Park geben, da wird das doppelt so schlimm gewesen, was sie sich vorgeholt hat, bis dann für diese Legislaturperiode, das war es abgespleckt. Das abgespleckt gehen an 2012 könnte die nächsten Kuno. Neben all diese Maßnahmen, die geholt sind, der wir nicht vergessen, was an der letzten Regierung schon alles geschieht als von Aufbau. Der will auch nicht vergessen, Herr Präsident, dass für die Wahlen des Parlaments eine europäische Wasserrichtlinie umgesetzt haben, die laut Gemengen am Gange sind, alle am Land, mussten umzusetzen, für kostendeckend Wasserpreise, Aufwasserpreise zu kriegen. Und dadurch kann ich so an der Moyenne Wasser und Aufwasser 2 Euro Medaillenwert gehen. Wenn wir wissen, dass eine Familie, dass national gesehen 60 Futter Wasser pro Kopf verbraucht, die eine Familie mit 2 Kannen, dann hat die 250 Futter Verbrauch mal 2 Euro, dann hat die 500 Euro eine Familie mit 2 Kannen, das schon weiter Wasser an Aufwasser zu ohne etwas weiter zu tun, außer weiter Depense. Die Betriebe wird Absicht, gebe ich Menge, dass wir richtig gestellt haben, auch mitgenommen, dass den Betriebe nicht soll zusätzlich weiter belasten als Betriebe stehen an einem internationalen Konkurrenzkampf. Sie müssen ihre Kompetitivität behalten. Die Betriebe gibt sicherlich nicht so belastet wie physische Personen, weil der Gros von den Maßnahmen treffen physische Personen, treffen Familien, treffen Schulen, aber nicht so die Betriebe. Mit trotzdem Betriebe gehen belastet, Solidaritätssteuer geht an Lut, verschiedene Subventionen kommen nicht mehr so, wenn sie geplant waren. An Herr Präsident, muss ich noch wissen, wir so den Index muss beibehalten gehen. Wir wollen also ein Package machen, also immer belasteten Betriebe nicht so stark an den Steuern oder Maßnahmen, dass man Betriebe doch nicht so stark belasten, da muss man aber wissen, weil man den Index beibehalten, da muss in der Betriebe das aber auch als ein Paar von ihrer Belastung urrechnen. Dafür also schon wichtig, dass man am Niveau von den Steuern
als solche Maßnahmenbetriebe nicht belaschten an den Index als eine Kontribution von ihnen zu dem ganzen Gesinn. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich habe gesagt, dass der Titan ein dicke Paragraph, den als Volk muss erdrohen. Der CSV hat die Wahlen gewonnen, weil sie die Bürger für die Wahlen nicht vorher gesagt hat. Die Wahlen, viele haben vorher recht, nur die Wahlen gesagt geht. Nur die Wahlen als der Bilan gemäht gehen. Die Regierung hat den Bilan gemäht, an dem sie nur die Leute scheifersches nur die Wahlen erklärt hat, wie schlecht es dem Land geht. Nachdem sie führende Wahlen so gemäht hat, wie der dank den CSV, Ministerin, Finanzminister, mit höchsten Reserven, ein Apfel für den Durst, ein Buch, aber was nicht noch alles gut gehen hätte. In Wirklichkeit ist kein Geld mehr da. Dafür kann ich auch den Bilan machen. Also, die Regierungserklärung, die den Herr Staatsminister Viergestreich aufgenommen hat, das ist am Anfang sein Bilan von 20 Jahren Finanzminister. Das sei Bilan 20 Jahre Höchstkonjunktur, 20 Jahre Plusvaluen, 20 Jahre sind Steuern nicht so reingekommen. Aber genauso sind sie während 20 Jahre auf der anderen Seite zu Fenster rausgeworfen gehen. 20 Jahre CSV Finanzpolitik, 20 Jahre Jean-Claude Juncker Finanzminister und zum Schluss als Käse Eidel. Kein roten, kein weißen, und kein schwarzen Euro als mehr an der Käse. Bürger von diesem Land müssen nur die Quittung bezahlen. Ein teurer Preis für 20 Jahre CSV Finanzpolitik. Ein Schlechtszensur, nimmen Datzen, an andere werden glatt durchgefallen. Sonja Schmerzi.